Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir haben noch eine überliegende Quest für euch, und zwar die Kadaverbestien zerstört. Und zwar müssen wir irgendwelche Glücksbringer der Argentumer Lichtbrunnen platzieren, um die überhaupt zu beschwören. Aber ich kann mir davon momentan noch gar kein wirkliches Bild machen. Ich würde sagen, wir reiten am besten einfach mal drauf los, um zu schauen, was dort überhaupt abgeht. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Dann sollten wir hier einmal komplett rumdümmen. Wo haben wir denn das da unten? Wir das markieren, dass ich da schön sehe mit meinem Pfeil, wo ich entlang muss reiteln. Und dann schauen wir, dass wir da irgendwo abgeholt werden. Was ich sicher noch vorhabe ist, jetzt können wir gerade mal noch umschauen, ob wir da irgendwo noch einen Haustierkampf machen können. Ich wollte das in der letzten Folge schon machen, aber ich habe Löli es vergessen. Da vorne haben wir es auch schon. Ein infiziertes Eichhörnchen Stufe 13. Mit dem lege ich mich doch liebend gerne mal an. Schauen wir mal an, was da passiert. Und ob wir mit unseren Wildtieren überhaupt eine Chance haben, in dem Pokémon-Kampf zu gewinnen. Unsere Waldmotte ist schon erst Level. Ah, das sind schon wieder das zweite. Jetzt habe ich gedacht, das kommt ganz allein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich würde sagen, das schaffen wir, Solange der hier einfach nur hin und her spaziert und uns da noch in Ruhe lässt, ist eigentlich alles soweit in Ordnung. So, da. Ich würde sagen, als nächstes benutzt wir das Nummer 3. Alter, was ist mit dem Eichhörnchen los? Das heizt ja eins raus. Come on, schade. Nicht, okay, alles klar. Also es sieht bis jetzt noch nicht wirklich blendend aus. 41. Ey, was ist mit dem Dings los? Also das infizierte Eichhörnchen hat noch recht was auf dem Kasten, muss ich gerade sagen. Leck, macht der Schaden. Also nächste Runde wird unsere Waldmotte leider zugrunde gehen, wie ich das jetzt so sehe. Wir haben nur die Hälfte vom Leben können abziehen. Der wird wahrscheinlich jetzt uns gerade wieder so überrennen. Hat nur ein... Oh, jetzt habe ich gerade gehofft, er überlebt. Oh Mann. Heieiei, mit wem versuchen wir es als nächstes? Ich würde sagen, wir holen direkt mal unseren lieben Phönix ins Spiel. Da Willi, behalten wir uns bis zum Schluss auf. So, mein lieber Phönix, dann zeig mal was. Warte, jetzt muss ich noch mal überlegen. Genau, unser Schild ist Nummer 3 gewesen. Alter! Das Eichhörnchen geht sowas von eins gröber ab. Das kann man sich ja gerade fast schon vorstellen. Die hat uns jetzt schon die Hälfte vom Leben abgezogen und wir haben noch praktisch gar nichts gemacht. So, jetzt könnten wir überlegen, ob wir es einfangen oder nicht, aber ich würde sagen, nein. Durch das es uns jetzt so viel Leid zugefügt hat, da heizen wir jetzt den mal ein. Jetzt hat es noch 49 Leben. Das Problem mit der ganzen Sache ist, ich glaube, das kann sich wieder überleben, wenn ich mich jetzt enttäusche, weil das hat auch das komische andere Viech können machen. Ich würde sagen, sterben wird es wahrscheinlich sowieso durch unsere Flammen, die jetzt noch die Attacken bekommen. Nicht? Ah Mann, also Willi, zeig mal, was du kannst. So, komm mal, Willi. Effektiv, jetzt stirbst du. Ja, es wird wieder belebt. Ich habe es doch gewusst. Und dann noch mit einem Leben bleibt es Führung. Ach komm, du bist mir doch so eine Saftrotte. Nein, also, das finde ich jetzt gerade schon ein bisschen gemein da. Komm jetzt, wir müssen da noch einen zweiten besiegen, Level 13. Ach, das sieht so scheiter aus. Es sieht so scheiter aus. Jetzt haben wir da den Skorpion. Bist du auch ein Infizierter? Nein, du bist ganz ein normaler Skorpion. Aber ich würde sagen, wir dich zuerst einmal verfluchen. Also 2 Runden lang einfach so Schaden noch bekommst. Aber ey, das wird gar nichts. Das wird einfach nichts. Das wird nichts. Come on, Willi. Schlag ihn zugrunde. Nein. Wir haben verloren. Ich kann es nicht glauben, wir haben verloren. Was wollen wir machen? Oh Mann, und du hast natürlich die ganze Zeit da schön gemütlich auf dem Seitenrand gewartet, hast noch einen spannenden Kampf zugeschaut, wie ich wieder mal auf den Keks bekomme in einem Tierkampf. Begleiter. Nein, ja, ich verwechsel immer, wo ich da muss reingehen. Genau, das wird da, Wildtür, und dann tun wir gerade nochmal alle wiederbeleben. Ich muss die irgendwie mal aufleveln. Irgendwie muss ich die mal aufleveln, aber ich habe keine Ahnung wie, weil wir kommen da jetzt schon noch rüber aufs Keks über. Sobald ich das mit den Wildtieren versuche. Und wie ihr seht, frisch geschäft. Ich habe es gemacht. Ich weiss, es sieht schäbig aus. Entweder ist es eine Gewöhnungssache oder es sieht wirklich schäbig aus. Ich kann mich noch nicht so ganz genau entscheiden, was es von beiden soll sein. Spinnst du jetzt, mir da nachzurennen? Du kannst nicht da bei deiner Kompanie bleiben, also ganz allein gegen mich. Blöder Entscheid. Sehr blöder Entscheid. Ich muss jetzt auch gerade mal schauen, wenn ich das mache. Also Kadaverbestien gar nicht mal davon aus, sind die da so komisch rumliegen. Die Frage ist jetzt, ob ich die darum dumm muss, alle abhauchen und nachher... Ich setze da jetzt einfach einen Brunnen an. Okay. Jetzt muss ich nochmal genau lesen, wenn ich das machen muss. Zerstört die Hüllen der 3 Kadaverbestien, indem ihr 3 oder mehr argentümliche Brunnen neben ihnen platziert. Ihr könnt die Argentum-Brunnenlichter nicht im Kampf platzieren und nicht wenig. Also jetzt haben wir einen der denen.
Ich wundere mich, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Man, jetzt sind wir am Kampf, jetzt kann ich das nicht einsetzen, dann müssen wir dich zuerst mal töten. Aber jetzt mal davon aus, dass sie wirklich die Teile da am Boden meinen. Komm, jetzt müssen wir die dann töten und können wir dann nebendran einen platzieren. Ich weiss nicht, ob das so funktioniert, ob wir es wirklich komplett rundherum. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Für das muss ich es jetzt zuerst einmal ausprobieren. Okay, wir müssen wirklich in dieser Nähe sein. Okay, alles klar. Das heisst, die zwei bringen gerade nichts. Aber innerhalb von 10 Metern. Das heisst, wir müssen wirklich dann zuerst all die 5. Vorher sind sie noch 5 da wegräumen, dass wir die Brunnen platzieren können. Das sollte ja eigentlich machbar sein. So. Würde man behaupten, das sind wieder 10 Meter. Okay. Dann haben wir eine zweite platziert. Das müssen wir im Gesamten 3 Mal machen. Die Frage ist jetzt, ob es dann nachher stirbt oder ob es wiederbelebt wird. Das ist nicht, weiss ich nicht. Das ist noch gut zu wissen. Dann räumen wir gerade mal den noch weg. Das geht, dass das gegen die spätere Zeit auch noch gegen den Keks. Komm, für die andere Eichhörnchen-Freundchen von vorher. Dumm sein. So. Rambazamba haben wir jetzt gerade da. Jetzt setzen wir den hier an. Das sollte gut funktionieren. Das zerstört es wirklich gerade so. Okay, alles klar. Also es wird nicht wiederbelebt. Das heisst, wir müssen wirklich nur die Kultisten aus dem Weg räumen. Die Brünneli da, was auch immer die sollen darstellen, so irgendwelche Argentum-Brünneli anstellen und dann ist die Quest eigentlich soweit erledigt. Nice, dann setzen wir mal den ersten Brunnen gerade da an. Zweiter weg. Okay. Funktioniert nicht so ganz, wie ich gedacht habe. Und auch wenn im Kampf kann ich die nicht setzen. Ich bin halt einer, der ein bisschen schneller vorankommt. Voilà. Da muss ich daran gewöhnen, ich bin ein Fernkämpfer. Jetzt habe ich gestern Abend so viel wieder ein bisschen Nahkämpfer gespielt, dass ich mich zuerst mal daran gewöhnen muss, dass ich da... der ist glaube ich viel zu weit weg. He? Dass ich mich daran gewöhnen muss, dass ich da Abstand halten kann. Okay. Ziemlich speziell. So, komm, ihr erledigt gerade den noch. Kann ich da schon meine Güten aufnehmen? Ich würde sagen, probier. Wieso greifst du jetzt mich an? Das hast du doch so gemütlich meine Drachenfalze gekämpft. Die hat es jetzt einfach wissen. Die hat es jetzt einfach wissen. Nummer 2, aber der Nummer 3 steht ja eigentlich auch dort. 10 Meter. Suchen wir es da? Jawohl, das hat funktioniert. Okay, okay. Dann machen wir uns gerade mal zu dem nächsten Kadaverbesten auf. Jetzt ist schon die Frage, wo am besten. Komm, machen wir gerade den hier hin. Der reizt mich. Er hat mich so richtig im Pfüdli gekretzelt, dass ich jetzt den muss nehmen. Ist ein Drachenfalk von mir tot? Jepa. Und ich merke das nicht mal. So abgelenkt von diesen Brunnen. Mir nicht mal auffallen. Jetzt weiss ich auch, warum die andere uns vorher angegriffen hat. Machen die in dem Fall mehr schon, dass ich wartet habe irgendwie, oder? Okay. Ich würde sagen, wir produzieren aber gerade mal den ersten Brunnen da. Okay. Ich glaube noch ausbieten und ich würde behaupten, die holen wir auch gerade noch in das Spiel rein. Das sollte gar kein Problem für uns darstellen. Doch, die machen dermaßen guten schon, das sehe ich auch erst jetzt gerade an der Drachenfalke. Voilà, und jetzt müssten wir eigentlich nur noch schauen, dass wir da nochmal 2 Brunnen platzieren. Sind das 10 Meter? Jawohl! Also da hätte jetzt wirklich einen Maßstab mitbekommen von denen für die Quest da. Das habe ich jetzt schon ein bisschen... Ja, dass man da muss genau abmessen, 10 Meter. Ja! Hätte jetzt müssen so ein Rollband mitgeben, meine Drachenfalke hätte das am Boden entlang ziehen und dann hätte ich schnell gewusst, ob es langer oder nicht. Aber ja, das hat ja gut funktioniert, oder? So, das wäre unsere einzige offene Quest noch gewesen, die wir gerade momentan hatten. Die restlichen sind ja nur noch zum... Oh, hallo, bin ich? Hallo? Okay, in den Tannen rein versteckt. So.
Ah, da oben werden die Quests zum Abgeben. Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall da geradeaus rauf, um die letzte Quest abzugeben. Bei dem haben wir ja wirklich jetzt vorher mal eine gute Questreihe bekommen, wo wir da ziemlich viel haben können abschliessen. Und dahin haben wir dann die nächste Quest zum Abgeben. Ein bisschen Meshuggeh. Was auch immer Meshuggeh ist, das kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Was ist Meshuggeh? Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon bemängelt, was das könnte sein. Oh, einmal da drauf, da drauf. Ja, verfolgst du mich? Hey, spinnst du eigentlich? Hey! Der hat jetzt wirklich einen Vogel ab. Einfach von hinten mir da drauf. Du wolltest es wissen. Ja, renn lieber wieder davon. Jetzt habe ich dir gerade anraten. Ich bin so kurz davor umkehren und im Eis für die Brätchen. So, da kommen wir neue Beine über, wo kritischer Trefferwert aber Vielseitigkeit steigt. Ich würde sagen, das würden wir jetzt. Erfolg! Sammelt 100 Beine, Platz Vorlage. Nice! Das habe ich bis jetzt in dem Fall noch nicht gehabt. Das heisst, wenn wir 100 Stück an Beinen sammeln, ich tue das jetzt trotzdem mal ersetzen, wie viel kritische haben wir. Unser kritischer Trefferwert geht halt, aber dafür Vielseitigkeit. Vielseitigkeit ist halt natürlich auch heilig und Schaden. Aber wie gesagt, ich bin gerne so auf kritischen Trefferwert, bin ich gerne so hoch wie möglich eigentlich. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ich würde sagen, wir reiten da jetzt einfach komplett durch, ignorieren jedes einzelne Mönchli, außer einer geht man gegen den Strich, dann räumen wir ihn aus dem Weg. Oder er holt mich von meinem Reiter hier oben runter. Das sind so Situationen, die ich einfach nicht verstehe. Ich reite da auf dem Weg entlang und du musst mir doch noch gegen den Keks gehen. Kein Verständnis an dieser Stelle von meiner Seite. Allgemein, wie der mich jetzt verwünscht hat, ich bin so schnell unterwegs, ich meine, wir haben 100% mehr Reittempo, aber trotzdem kann der mich da auf dem Reiter oben abholen mit einem Schlag. Komm, bis ruhig, du nicht auch noch. Bitte nicht du auch noch, komm. So, der nächste. Wie hätte er mich können schlagen? 20 Meter Entfernung. 20 Meter Entfernung, und er hat mir doch noch eins auf den Zipfel geben. Ich kann es ja gar nicht glauben. So, Kapitel haben wir bis jetzt immer noch keinen Fortschritt gemacht irgendwie, für das, dass wir so viele Quests abschliessen. Wundert es mich gerade, ob es da hinten einigermaßen weitergeht. Schon wieder! Die haben mich einfach alle nicht gern, die Untoten da. So, wo müssen wir da rein? Sieht nach dem Zwerg da hinten aus, hä? Sali Egan! Ah, der Augustus, mehr Schugne. Ah, dann. Ja, warte mal ganz kurz schnell, lieber mein Augustus. Ich muss mich da noch ganz kurz schnell um etwas kümmern. Du darfst schon mit deiner Waffe gerne mithelfen, wenn du Lust und Zeit hast. Der steht einfach blöd im Gegner und hat eine Sonnenbrille an. Hat der Sonnenbrille an? Aber er hat einfach eine komische Brille. Wahrscheinlich hat er da voll die beschlagenen Gläser und hat jetzt gerade nicht gesehen, dass wir am Kämpfen sind. Darum hat er uns jetzt im Kampf leider nicht können unterstützen. So, dann kommen wir die nächste Quest über. Tötet 9 versuchte Schweine für ein besseres Armreif. Aber das reizt mich jetzt nicht gerade wirklich. Oh, jetzt habe ich die gar nicht vorgelesen. Beschafft euch Augustus Quittungsbuch aus dem Gasthaus im Schreckenstal. Also es sind gerade alle hier in der Umgebung rein. Wir müssen ein paar Schweine töten, so ein paar verscheuchte Schweine da. Das sollten wir aber gut anbekommen. Die haben auch noch nicht allzu viel Leben. Das sollten wir schnell und ohne Probleme und wahllos durchbringen. Und Augustus ist Ding in dem Gebäude da vorne drin, wenn ich das jetzt ganz richtig verstanden habe. Eine schwarze Ratte. So, keine schwarze Ratte mehr. Ja komm, dich nehmen wir auch mal da auseinander. Dass wir auch wirklich genug haben. Ich weiss nicht, ob es da vorne noch viel Schwein hat. Ich meine, die sind neutral eingenossen, das ist schon ziemlich cool. Da muss ich mir keine Angst haben, dass sie mich einfach so angreifen wie die Noobs da. So, ich will mal behaupten, in dem Gebäude drin, hä? Dumme Ratte. So, wenn meine Haustiere gegen euch klarkommen, dann mache ich das einfach. In dem Gebäude müsste jetzt ins Tagebuch drin sein. Jedoch, dann gehen wir mal wieder schauen. Wir haben ja schon mal gelernt, in den Kamin rein findet man die schon am besten. Was machst jetzt du da rein? Ach, das finde ich jetzt aber auch. Komm, aus dem Weg. Das ist aber die Frage, oben oder unten? Da unten sehe ich nämlich gerade momentan noch nichts. Wir schauen mal im oberen Stock nach. Da haben wir auch wieder so einen Soldat. So, ich lade ihn mal machen. Da hinten ist es. Okidok. Alles klar. Wir haben es gefunden.
So, dann müssen wir den Menschenfressen gut noch ganz kurz aus dem Weg räumen. Dann haben wir dann nämlich schon den nächsten. Der letzte, um unser Tagebuch finden, dann müssen wir nur noch ein paar Schweine abtöten. Dann haben wir die 2 Quests eigentlich schon wieder souverän erledigt, da würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, 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 ja. Nein, aber ganz ehrliche Antwort. Sieht so schlimm aus, oder? Ich weiss nicht, ab und zu habe ich das Gefühl, ja, es sieht nicht so schlecht aus, ab und zu denke ich mir so, du, in den Spiegel schauen wird langsam schrecklich. Aber, ja, ich finde mich jetzt damit ab. Ich bin sogar am überlegen, ob ich es beibehalten oder ob ich jetzt eben mir wieder so ganz einen 3-Tage-Bart wachsen lasse, mindestens. Weil bei mir geht das ja wirklich 1 bis 2 Tage und dann habe ich da wieder schon fast komplett voll. Dadurch muss ich sagen, habe ich wirklich einen guten Bartwuch. Nein, da hinten wollte ich gar nicht das Schwein, weil dann greift mich nämlich der da auf. Das habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock. Versuche den da ein bisschen Leck, ich kann ja noch ziemlich gut Abstand behalten. Das habe ich jetzt noch nie eingeschätzt. Wie weit hindern kann ich denn da? Also kann ich ihn so weit hindern? Das ist aber nice. Das ist aber wirklich nice. Dann nehmen wir nochmal das versuchte Schweinchen. Das sollte ja auch kein Problem sein. Und dann können wir uns wirklich gemütlich einmal umherum begeben. Und dann haben wir sicher auch genug Schweine zusammen. Und beide Quests erledigt. So. Dann haben wir schon 6 von 9 zusammen. Jo. Jawohl. Liegt einfach am Boden. Das Beste, was wir machen. So, dann haben wir schon 8 von 9. Dann fehlt uns jetzt eigentlich noch ein Schwein und dann hoffe ich mal, ja, da hinten sehe ich ja schon das Nächste, dass man beim Haus zu noch eins findet. Beißt mir da die ganze Zeit meine Nase hin. Das kann ja jetzt auch gar nicht sein, du. Hei, hei. Ja, oder? Dann nehmen wir auch noch was kurz auseinander. Und dann haben wir die Quest nämlich wirklich auch schon erledigt. Nice Sache. Die Schweine lassen uns in Ruhe, die sind neutral Genossen, sie sind nur gelb bezeichnet. Wenn es gelb oben dran ist, heisst das, sie uns einfach automatisch ergreifen. Bei der roten ist dann das umgekehrt. So. Ist das wichtig. Und dann haben wir da neu. Nein, das ist noch nicht neu. Zeit wird kommen. Das ist kein Quest für uns mehr. Kommt schnell zur Sache. Nein, wie es aussieht, wirklich nicht, aber die verkaufe ich dann trotzdem noch den Scheissdreck da. Das können wir noch verhökern. Nein, komm, verhökern wir. Ja, verhökern wir auch. Weg mit dir. Hoppla, Schor. Das könnte man knacken lassen von einem Tresorhand-Dingsler. Und du kannst auch noch weg. Lassen wir das mal so stehen. Ja, wir sind an dem Punkt stehen geblieben, wo ich muss sagen, wir haben keine Quests mehr. Wir haben alles aufgedeckt, in den ganzen östlichen Pestländern. Ich bin ein bisschen schockiert, aber ich finde keine weiteren Quests. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da angehen soll, um weiter questen. Strafholm. Da sind wir noch nicht reingewiesen worden durch irgendeine bestimmte Quest, aber eben... Was soll ich machen? Ich würde sagen, wir verlassen die östlichen Pestländer. Ganz ehrlich gesagt, was wollen wir sonst machen? Da oben hat es auch gerade wieder keine Quests mehr für uns. Und da die ganze Zeit jetzt nochmal alles absuchen, ob wir irgendwo noch Quests haben für uns. Kein Bock. Kein Bock. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Tirisfal. Jetzt ist einfach die Frage, wie komme ich dort am schnellstmöglichsten an. Aber, wisst ihr was? Wir machen das Ganze... Sitz mal, dort. Falscher Raum, da. So, Z, X, was auch immer. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich erkunde mich, wenn ich jetzt auf den schnellsten Weg nach Tirisfal komme. Und dann können wir uns in der nächsten Folge nämlich auf den Weg dorthin machen. Danke noch vielmals fürs Einschalten. Das war jetzt wirklich nicht gerade so das Highlight von den Highlights gewesen. Wir haben leider auch kein Level abbekommen. Es fehlen uns immer noch 30.000 XP. Aber durch das, dass wir halt wirklich sehr wenige Quests haben, ist jetzt halt die Frage, gehen wir Richtung Tirisfal oder in die westlichen Pestländer. Aber darüber mache ich mir noch Gedanken, während wir bis in die nächste Folge. Alles klar, danke vielmals fürs Einschalten und wir hören uns und ciao!